hat sich der Nils immer wieder eingebläut. Wo endlich die Sonne aufgegangen ist und der Wald mit ihrem warmen Licht durchflutet hat, sind am Nils von Müdigkeit fast die Augen zugefallen. Weit unter ihm am Boden ist immer noch das Mirren um den Baum herumgeschlichen. Er hat geschnurrt. Du entkommst mir nicht. Deine Freunde, die Wildgans, haben dich im Stich gelassen. Sie sind schon nach Lappland weitergezogen. Die helfen dir nicht mehr. Plötzlich hat Nils ein Rauschen gehört und hat aufgeschaut. Durch Tränen verschleierte Augen hat er gesehen, wie eine graue Wildgans im Sturzflug auf einen Fuchs zugerast ist und sich wenige Zentimeter über seinem Kopf wieder in die Luft geschwungen hat. Dann ist die nächste Gans gekommen. Und noch die nächste. Und noch eine. Und zum Schluss ein weißer Gänserich. «Martin!» hat Nils aufgeregt gerufen. Der Fuchs hat erfolglos nach der Gans geschnappt, bis ihm Trümmel war. Ganz erschöpft und ausser sich vor Wut ist er auf die Erde gesunken. Als er wieder auf die Baumkrone gespäht hat, war der Nils Holgersson verschwunden. Ein Eichhörnli wird gerettet. Der Nils hat sich auf Martin seinem Rücken wieder so richtig sicher und daheim gefühlt. Der Gänserich hat ihn auf einen höheren Ast in ein Eichhörnli-Nest gelegt. «Danke, Martin. Du hast mir mein Leben gerettet», hat der Nils noch geseufzt, bevor er eingeschlafen ist. Nach vielen Stunden ist er aufgewacht. Am Himmel hat er gesehen, wie der Martin und die Wildgans Wetterrennen veranstaltet haben. Sie haben fröhlich gelacht und geschnattert. «Du hast sicher Hunger?» hat da plötzlich eine dunkle, freundliche Stimme gesagt. Der Nils hat sich aufgerappelt. Vor ihm ist auf einem Ast, umgeben von ruhig wiegenden Blättern, ganz anmutig die Akka thront. Sie hat dem Nils ein paar Hagebutten ins Nest gelegt und er hat sofort seine kleinen Zähnchen in den süßen Früchten vergraben. «Danke.» hat der Nils mit vollem Maul grinst. «Was, wenn mich Taka jetzt heimschickt?» Ist ihm plötzlich durch den Kopf geschossen. Aber Taka hat nur geflüstert. «Ich mache mir Sorgen um dich.» Der Nils hat die Hagebutten sinken und hat Taka mit seinen grossen Augen angeschaut.